Herr Clement, der wird. Merci, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Covid-Zertifikat ist kein Judestern. Und noch nicht so etwas Ähnliches. Der Judestern war eine Kennzeichnung, die Misten öffentlich gedroht gehen, an extremen Diskriminierungen, Deportationen, also sogar Mord zur Konsequenz hat. Das war keine Sanitärmesure, die die Wohl von der ganzen Gesellschaft zum Ziel hat, aber vielleicht der Besuch vom Christmarkt bestimmte Konditionen in der Woche führt. Das ist nicht vergleichbar. Und nee, wir leben auch nicht an einer Diktatur oder an einem autoritären, voire totalitären Staat. All Covid-Gesetze goufen von einer demokratisch gewählten Majorität gestimmt, und die meisten sind auch nicht aus der Chambre rauskommen, wie sie hier rauskommen. Nicht immer goufe der Konsens an der Chambre. Nee, ganz sicher nicht. Wir Piraten haben schließlich gegen den ganz Rutsch von den Texten gestimmt. Wir wenn die Gesetze dann eine Majorität kruten, dann haben wir uns dazu gehalten und appelliert, die Gesetze zu respektieren. So funktioniert Demokratie. Es muss ja nicht mit all den Proposen von der Regierung d'accord sein. Wir Piraten sind das ja auch nicht immer. Wir unterstützen ja zum Beispiel aktuell auch die Idee, nicht den Covid-Check auf der Arbeitsplatz obligatorisch zu machen, weil dann alles ein Pay-to-Work-System ist. Aber wir haben noch das Recht, das zu sagen. Und profitieren noch davon. Wir haben aber auch kein Recht, dass dann auch jeder das machen muss, was wir sagen. Ohne eine eigene, eventuell andere Majorität hier zu haben. Es darf wir sagen, dass das Gesetz einem nicht passt. Und es darf wir noch Forderungen stellen, aber wenn sich für die Forderung keine Majorität findet, dann muss ich das akzeptieren. Und da kann ich nicht behaupten, an einer Diktatur zu leben, just weil die eigene Meinung nicht befolgt wird, weil die Majorität eben eine andere ist. Weil, was wäre das für ein Staat, an dem eine Minorität, die ihre eigene Meinung zu absoluter Wahrheit erklärt wird, all die Entscheidungen treffen? Was wäre das für ein Staat, wo die Majorität nicht mehr Gehör gefunden? Aber das wäre eine Diktatur. Wenn wir Piraten als Plakate an Tauso von Demonstranten von den Samsten also angucken, dann müssen wir ganz klar sagen, dass wir kein verstehsten Job bringen können, den die aktuelle Situation mit dem Zweiten Weltkrieg oder anderen Diktaturen gleichsetzt. Wir leben zu Lützeburg immer noch an einer Demokratie, nicht an einer perfekten. Wir wären die Letzten, die behaupten, dass alles rosig wäre, dass alles super wäre. Sonst müssen wir auch kein Wahlprogramm schreiben, wo wir Verbesserungen proposieren. Aber doch aber an einer Demokratie. Und alles anderes zu behaupten, ist ein schlagend Gesicht von all den Menschen, die an andere Länder alltäglich in der tatsächlichen Diktatoren leiden oder in der Vergangenheit gelitten haben. Und ich weiß, dass viele Leute Vergleiche zwischen der aktuellen Situation und dem Nationalsozialismus gar nicht machen, weil sie den Holocaust nähern oder kleinreden wollen. Aber sie machen es just, weil sie ihre eigene Situation dramatisieren wollen. Aber du musst ihnen einfach klar sagen, das geht nicht. Es geht einfach nicht, das unermessliche Leid von Millionen jüdische Bürgerinnen und Bürger mit den aktuellen Einschränkungen gleichzusetzen. Stell dir vor, dir wird inzwischen angesperrt gehen. Ohne warme Kleider, ohne Essen, getrennt von ihrer Familie. Und dir gebt wissen, dass alles, was dir noch von ihrer Zukunft zu erhoffen hat, Ermordung wird. Und da gibt eine wohlgenährte Person mit rosa Bäckelchen Lunch kommen, die sich frei bewegen kann. Und ich so, dass sie weiß, wie da ihr fehlt. Weil sie nicht mehr einfach so an ein Restaurant rausspazieren kann, wie sie das früher konnte, weil es da den Covid-Check gibt.
Man die hat zu Recht absolut kein verstehst du mich. Für das Person gibt ihr zu Recht komplett 400 Kap gestellt viele. Und dafür will ich heute nach einmal ein ganzer Klarheit sagen. Wie die Covid-Pandemie an dem Covid-Check-Regime am Holocaust mit Judensternen oder dem Nazi-Regime gleichsetzt, den hat von mir kein Mordgefühl zu erwarten. Aber wie mit Leuten marschiert, die diese Ausstellung vertreten, ohne sich direkt sur place von ihnen zu distanzieren, auch nicht. Jeder hat Recht, seine Meinung zu äußern und zu demonstrieren. Das sind, wenn er seine Demonstration dann gemäß dem Gesetzgebung melden, wichtige Rechte, mit denen noch immer Pflichten verbunden sind. Und es geht einer Demokratie auch gut, wenn die Bürgerinnen und Bürger das Recht holen und ihr Uleisen mitteilen. Wir an der Sekunde, an der ich als Partizipant von einer Demo erleben, dass andere gewalttätig gehen oder Judensternen heischhalten, aber an der Sekunde, keine Sekunde nicht spät, muss ich mich von ihnen distanzieren. Da breche ich mein Protest auf der Platz auf und ich trenne mich von den Demonstranten. Weil wenn ich bleibe, dann trägt das meine Unterstützung aus. Und da muss ich mich nicht wundern, wenn ich nur von Observateuren mit diesen Leuten an eine Döppe gehalten gehe. Und ich meine, dass die Majorität von Demonstranten von den Samsten weder gewalttätig wollte gehen, nach dem Holocaust verharmlosen wollte. Aber sie haben sich auch, und das ist wichtig, nicht klar distanziert. Wie eine Minorität, die nach ihnen angefangen hat, sich doniert zu beholen. Und das ist ein grosses Problem. Ich will dafür einen Appell machen und alle Bürgerinnen und Bürger, für ganz egal wie eine Demonstration, sich immer klar vom Rätselbach auf Randalierer aufzugrenzen. Geht einfach fort. Trägt der Protest just auf einer gewissen Distanz zu diesen Personen aus, was sie über die Grenzen vom demokratisch Legitimen herausschießen. Nicht mehr, was sie gesehen, dass sie mit ihrer radikalen Meinung allein sind, aber wirklich allein stehen, können sie verstehen, dass sie keine schweigende Mehrheit, aber just eine hart jeizende Minorität sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir auch, weil sie just eine Minorität sind, so dir wenn den Impact, den sie auf die Sicherheit vom Land können haben, aber nicht unterschätzen. Wir haben den Weekend gesehen, wie noch verschiedene Demonstranten auf Privathäuser gekommen sind. Ah ja, auch Hai und Chamber. Bei der Chamber, beim Staatsminister, bei öffentlichen Gebäuden, ist es legitim zu demonstrieren, solange in der Respekt für die Gebäudlichkeiten, der Infrastruktur an der Force de l'Ordre anhält. Aber bei Privathäusern geht nicht. Mein Mitleid geht dann noch um die Betroffenen, weil so mobartige Erschüchterungen müssen gestoppt gehen. Und wir haben noch gesehen, wie wenig Polizei ihnen entgegenzustellen hat. Und wie lange heute Demonstranten von einer nicht angemeldeten Manifestation einfach gewährdelos laufen. Hieraus müssen wir Konsequenzen ziehen. Du kannst auf die sozialen Medien müssen in Zukunft mehr echt geholt gehen. Und die Polizei auch dann, ob ein Ersatz vorbereitet gehen, wenn es offiziell keine Ummeldung von einer Demonstration gibt. Weil gleichzeitig eine Mobilisation im Internet stattfindet, dürfen wir die nicht ignorieren. Zu Privathäusern noch zu öffentlichen Gebäuden muss auch während Demonstrationen können ein Sicherheitsaufstand gehalten gehen. Aber Manifestationen, die sich nicht an demokratische Regeln halten, und nicht angemeldet werden, müssen können von der Polizei dementsprechend enkadriert gehen. Am anderen Fall möchte es ja gar keinen Sinn mehr, seine Demonstration selon les Regeln de l'art anzumelden. Ich war samsten nicht an der Stadt. Konnte man dafür auch kein persönliches Bild von der Situation machen, aber die Livestreams von den Demonstranten haben sich genug gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass die samsten Männer Polizisten am Einsatz waren, wie bei einer ganzen Reihe anderer Demonstrationen, die in der Vergangenheit gab.
Ich meine, wir sind also aber eins, dass es nicht kann sein, dass bei einer friedlicher Fridays for Future Demonstration mehr Polizistinnen und Polizisten am Einsatz sind, wie bei einer abgeladenen Manifestation, bei der Covid-Leugner, Impfgegner, besuchte Mamme, Verschwörungstheoretiker an einfach Menschen, die die aktuelle Situation verunsichert, sich vermischen und gegenseitig schaukeln. Ich war wie gesagt nicht auf der Platz, da konnte man kein eigenes Bild machen, mir auf den Bildern hat ihn als Force de l'Ordre nicht genug gesehen. Vielleicht kann der Minister als Hanno weiter Einzelheiten dazu gehen, ohne 12 von den Polizisten, was ja scheinbar Staatsgeheimnis ist, als zu nennen, wie das dann an den größten Ordnungen, respektive Ratioen mit ähnlichen Demonstrationen in der Vergangenheit ausgesehen hat. Ich denke da auch daran, dass es schon kokas ist, dass Velos-Demoen an der Stadt nicht stattfinden können, wenn es eine Straße macht, und gleichzeitig Raudien wie die von den Samsten Christ macht, so einfach gestimmt kriegen. Wir haben diese Samste gesehen, wie sehr auch Kleingruppen mit ihren Meinungen ganz viel Gehör finden können. Und das ist sich ein ganz großer Vorteil von der Demokratie, wo jeder Recht hat, seine Meinung frei zu äußern. Und noch Minoritäten dafür können gehört gehen. Mit das trägt auch das Risiko mit sich, dass Kleingruppierungen sich durchstellen können und rufen, wir sind Volk, lauscht das auf uns. Obwohl das nicht stimmt. Ja, sie sind auch Teil vom Volk, aber eben nicht sie allein. Auch die ganz Party geimpfte Personen gehören dazu. Und auch die ganz Party Leute, die die Covid-Mesuren gut fanden, gehören dazu. Auch wenn ich nicht immer verstehe, wen die Leute sind, die sie gut fanden, sie kennen sie. Und die gehören genauso zum Volk wie die harte Minorität, die jetzt sie wird Volk ganz allein. Ganz egal, was auf den Straßen von Zeit zu Zeit gejaut wird. Wir haben die Chance, an einer Demokratie zu leben. Und das bedeutet, dass die eigene Meinung nicht immer Majorität kriegt. Und dass eine Meinungspluralität respektieren muss. Wenn das nicht möchte und als Gesetzer nicht respektiert, muss Konsequenzen erleben, protokolliert gehen, an sich für der Justiz verantworten. Entgegen dem, was ich auf verschiedenen Kommentaren an den letzten Tagen gelesen habe, meine ich nämlich nicht, dass aggressiv Impfgegner wahnsinniger oder verrückter sind. Nein, das Personen so einfach aufzustempeln, möchte ihnen viel zu einfach. Sie sind absolut zurechnungsfähig und das möchte so gefährlich. Und sind dafür auch verdient, behandelt zu gehen wie zurechnungsfähiger. Lass mich noch kurz klarstellen, an ein ganz rich Vierredner haben wir nicht gemacht, dass auch wir Heibannen nicht mit Fixspänen spielen sollten. Außer, wie gegen den Virus mit der Plötzburg springen. Fand ich nicht nur irresponsabel oder falsch, schon im Radio schon gesagt, das brach, den einem demokratischen Debat nicht würdig ist. Und noch Plattformen wie Expressis Verbis, der hier Grinnerin jo gute Posten krut, verteidigt heute Morgen nach, mit gefährlichen Amalgamen den Dr. Ochs. Da das echt zu holen, an das darf nicht verniedlicht gehen. Trotzdem, so nicht verdenkt, dass den hinnen open no lauscht. Jesuischen echt hält, und mit ihnen ob anhecht schwätzt, also nicht wie Kranker an Aussätziger behandelt. Mir war sie gut nicht in einem Dialog interessiert sind. Und just die Meinung immer und immer näher rausgehen zu wollen. Ganz egal, wer gegen die war ist, seht. Und dann noch zu Vandalismus oder andere Straftaten übergehen. Und dann muss sie auch für diese Straftaten bestraft gehen. Und das nicht, weil sie verreckt sind oder weil sie eine andere Meinung haben, sondern weil sie gegen demokratisch gestimmte Gesetze verstoßen. Sie leben vielleicht nicht mehr drin, an einer Demokratie zu leben. Wir als demokratisch Grundsatz haben immer noch Bestand. Und dafür muss man sich auch halten. Ob Gesetzesverstoß muss man mit demokratischen Prozessen an der Justiz reagieren.
und nicht mit pauschalen Pathologisierungen. Wenn just ein dem anderen Vorwurf möchte, also ich gegenseitig Zurechnungsfähigkeit aufgeschwätzt wird, da kommen wir nicht weiter. Hier ist also verbal Aufrüsten angesagt. Und das auf alle Seiten. Da weiß, wie man nicht schwätzen als Ausdruck von unserem gegenseitigen Respekt, weil kein will Schlafschaf genannt gehen, genauso wenig wie Covidiot. Kein will mit Nazi vergleicht gehen oder mit einem Egoist. Wenn wir extrem Wörter für extrem Vergleiche benutzen, da profitieren einen just die Extremisten. Wir brauchen keine weitere Polarisierung, mehr eine Politik, die als demokratische Gesetze klar durchsetzt und versteht, konsequent nur geht. Jeder hat Recht auf seine Meinung, aber keiner hat Recht, andere Menschen zu bedrohen, für ihren Häuser zu randalieren, mit Barrieren rundherum zu geheimen, auf Plätzen, wo viele Menschen noch Kinder sind, oder den Holocaust zu verharmlosen. Das müssen wir klar sagen. Das soll nicht merci.